die Gemeindearmen Herr Walzer und Frau Walzer, liebe Landsleute, liebe Tibet Support Group, Swiss Romand und Deutschland. Wir sind heute Abend hier versammelt, um gemeinsam den 28-jährigen Bestand tibetischer Folklore zu feiern. Zu diesem Anlass habe ich die Ehre, eine Ansprache zu dürfen. Die Anfrage von Mitgliedern von Folklorevereinen habe ich deshalb sehr gerne Folge geleistet, wenn auch mit ein wenig Herzklopfen. Erlauben Sie mir nun, geschätzte Anwesenden, eine Gedankenstrom von der Schweiz, meine zweite Heimat, zu Tibet, meine Ursprungsheimat in Zentralasien zu machen. Während mehrerer Jahrhunderte war Tibet ein mystisch und verbotenes Land. Tibet war abgeschnitten vom Rest der Welt durch die Himalayas Gebirgskette. Daher bleibt die tibetische Kultur zum Mittelalter bis zur Besatzung durch die Volksrepublik China unverändert. Die Okkupation ist eine unrechtmäßige Einverleibung Tibet und ist gegen die Menschenrechte. Während den schrecklichen Jahren der Kulturrevolution wurde tibetische Kultur total zerstört. Viele Tibeter in Exil versuchen durch gewaltfreie Aktionen auf die Tibeter-Frage aufmerksam zu machen. Nicht zu vergessen sind viele Hilfsorganisationen, die die Tibeter in dieser Stunde tatkräftig unterstützen. Der Verein für tibetische Folklore in der Schweiz unter dem Dach des Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz hat sie zur Aufgabe gemacht, die tibetische Tradition der Tanz- und Gesangskünste zu bewahren und jungen Tibetern zu lernen und andererseits Interessenten Europäer die tibetische Kultur näher zu bringen. Der Verein wurde 1966 von kulturbegeisterten und entschlossenen Tibetern unter der Schirmherrschaft seiner Heiligkeit Dalai Lama gegründet. Der Verein umfasst 30 Mitglieder. Diese Vereinsmitglieder tun ihre Freizeit Veranstaltungen vorbereiten, Neutänzen und Gesang, Darbietung Publikum geben. Mittlerweile mehrere verschiedene Vorstellungen in ganz Europa mit großem Engagement und Teamgeiste gegeben. Dabei haben wir unsere Künstler von anderen Ländern und Kulturen sehr viel profitiert und entstand ein Kultur- und Austausch. Liebe Gäste, liebe Landsleute, Ihnen möchte ich im Namen des Vereins ganz herzlich für Ihr Kommen danken, ganz besonders denen, die von weiter zu diesem Anlass gekommen sind. Lassen Sie mir bitte meine Ansprache mit einem Zitat des Dalai Lama, dem geistigen und politischen Oberhaupt der Tibeter, beenden. Wir alle sind Glieder der gleichen menschlichen Familie. Und wenn es uns nicht gelingt, ein Bewusstsein für die universale Verantwortung zu entwickeln und einander als Brüder und Schwestern zu betrachten, wird es niemals Weltfrieden geben. Wir brauchen eine Revolution in Bezug auf unsere Verpflichtung und menschliche Werte. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag und gute Unterhaltung. Besten Dank.
Wunderclub uns noch einmal seine eindrückliche Singkunst vorführen. Good.
Gras sitzen und keiner etwas weiß. Wenn wir beisammen verhocken wie eine gestochene Geiß, so liegt dann jeder nur, sieht Griffli aus dem Sack und raucht zum Zeitvertreiben bis recht herzlich danken, dass wir eingeladen worden sind. Es hat uns sehr viel Freude gemacht, mal bei einer anderen Kultur reinzuschauen. Und ich wünsche euch nochmals viel Vergnügen für heute Abend. Besten Dank. Ostschweiz naŭrian, ĝenutan aŭsumbeneba. Ektor ĉokituna, la ĝunkeva, konatas serena de trovate ĝenkan la manĝo la miakena, una territoria Und nun kommen wir zur Aufführung der Tamburen der Jugendmusik Uzwi. Der tibetische Folkloreverein legt großen Wert auf die Ausbildung ihrer jungen Mitglieder. Wir freuen uns daher besonders, dass wir mit Ihnen heute die Tamburen der Jugendmusik Uzwi begrüßen dürfen. Sie sind in der Ostschweiz unter den Besten vertreten und haben erst letzte Woche an einem Wettbewerb sehr gut abgeschnitten, wie aus unserer Lokalzeitung zu entnehmen war. Wie Sie sehen, haben wir auch einen Tibeter in Ihrer Gruppe vertreten.
Moment bitte. Wir möchten auch Ihnen, Herr Sutter, dem Leiter der Tamburen, ganz herzlich danken für Ihren Auftritt. Wir sind wirklich sehr beeindruckt von Ihrer Schlagkunst und wir wünschen Ihnen und Ihren Tamburen alles Glück und viel Erfolg in der Zukunft.